Herr Präsident, Madeneen, Viereneen. Da das wir reisen nicht just ein Slogan Dach von der Erklärung zur Lehre von der Nation, mit das was ich immer all Dach an unserem politischen Handeln. An dem Geist hat die Regierung gestern am Kader von der Tripartite einen Akkord mit den Sozialpartnern unterschrieben, die Gewerkschaften, die Betriebe an der Landwirtschaftskammer. Und deswegen schaut am Namen von der Regierung eine Erklärung zu diesem Akkord hier an der Chambre, dem Herzstück von der Demokratie. Hier, just hier, wo politisch Schwalen an Gesetze ablesen, diskutiert und aufgestimmt gehen. Sozialkohäsion, der soziale Frieden, Stabilität von unserem Land und auch natürlich der Schutz von den Leuten und von den Betrieben für einen externen Schock, dem Krieg am Mittleren Osten, die Stabilität von unserem Land an unsicheren Zeiten, das war unser Kompass während der Tripartite. Ja, für das Tripartite muss ich auf der richtigen Platz fangen. Beim Krieg am Iran an seine Konsequenzen auf die globale Energiemärkte an urbaner Produkte. Es ist eine Krise, die nicht hier entstanden ist, mit der sozialen und ökonomischen Konsequenzen, aber ganz konkret bei uns, bei unseren Leuten, bei unseren Betrieben auch kommen. Das gesagt bei den Preisen auf der Tankstelle, aber bei anderen Materialpremieren. Aber die Energiepreise klammen, da klammen Preise für quasi alle Waren. Und immer doch Preise, die die Leute am Alltag bezahlen. Das weisen noch Prävisionen vom Stadtdeck, die wir dieser gekriegt haben, an dem wir auch der Chambre zur Verfügung gestellt haben. Mehr hohe Energiepreise riskieren noch den Wachstum aufzubremsen, an den Chômage an die Luft zu treiben. Und über all dem leidet bei vielen von unseren Mitbürgern ein großes Gefühl von Unsicherheit. Was das bedeutet, wie es weitergeht, wo es Welt hinsteuert. Und noch heute bleibt davon vieles ungewiss. Dafür müssen wir mit ruhiger Hand und mit Weitsicht handeln. Und auf all verschiedene Szenarien heute und noch an den nächsten Wochen als vorbereiten. Und genau du willst, haben wir Sozialpartner zusammengerufen, wie wir gesehen haben, dass der Krieg länger ging dauern, mehr lang, wie so manch auch vielleicht Stadien angefangen haben, sich erwartet hatten. Wir haben die Tripartite zusammengerufen, weil dieses Sujet als nicht nur für die Regierung. Betrifft Salarien, Staatsbeamten, Independenten, betrifft Betriebe, betrifft als Landwirtschaft, betrifft als ganze Gesellschaft. Und dafür wäre es richtig und wichtig, die Antwort auf das Krise zusammen mit den Sozialpartnern auszuschaffen. Und ich will auch heute ganz klar so in den vielen Gesprächen, dass jeder reden seine Verantwortung überholt. Natürlich goufen nicht unterschiedliche Perspektiven und Positionen. Ja, es goufen intensiv Diskussionen. Sozialpartner lochen nicht immer auf einer Linie. Jeder kommt mit seinen Prioritäten, seinen Sorgen, und das ist auch eigentlich ganz normal. Wir führen allem aber, Menschen können so kommen, jeder mit einem Sinn von Verantwortung, aber im gemeinsamen Willen eine Lösung zu finden. Dafür will ich auch hier ausdrücklich alle Sozialpartner merci sagen für den Weg, den sie die auch Wochen mitgegangen sind. Die Regierung hat immer dies Alternativen auf den Tisch gelegt, Lösungen proposiert, die einzelne Perspektive soll berücksichtigen. Wir haben das nicht nur an den 4 Sitzungen gemacht, wir haben auch viele separate Gespräche, Telefonen, neben den formellen Sitzungen, weil das wichtig war, für sich über den Zoo zu bewegen. Also wieso? Sozialdialog heißt ja nicht, dass jeder von Anfang an oder auch nicht während dem Gespräch
mat de Männeren immer muss averstänne sinn. Sozialdialog an Eisenherren heescht, dat de mat ne schwätzt, och grad dann, wann e net averstänne ass. Ich mengen haut können ze so in der Chitwarin an der Tripartit de Lützeburger Modell mat gedrohen a mat gelieft huet. Et das wehnt der Attitüd, dat das méigich war en Akkor ze fannen. Ein Akkor, den wir an diesem geopolitischen Kontext Resilienzpakt nennen, an den auf 3 Pilieren abgebaut ist. Erstens, Inflation bremsen, a Kaufkraft erhalten. Zweitens, als Ökonomie schützen, an Arbeitsplätzen erhalten. Und drittens, Transition auf erneuerbare Energie beschleunigen. Das 3 Pilieren gehören an Eisen an, eng zusammen. Ohne Kaufkraft dreht als Ökonomie nicht. Ohne starke Betriebe gibt es keine Arbeitsplätze. Und ohne Energietransition bleiben wir vulnerabel, auch für die nächste Krise. Das ist ein Akkord, als nicht ein Akkord von der einen oder der anderen Seite. Das ist ganz klar ein Akkord am Interesse vom ganzen Land. Es stärkt als sozial, als wirtschaftlich und als ökologisch Resilienz. Ich will heute nicht hier an dieser Deklaration zu der Tripartit ob all Einzelmaßnahmen gehen. Das machen die zuständigen Ministerien, wenn die Einzelprojekte hier bannen deposiert gehen, an der Chambre analysiert gehen. Aber ich will durchlegen, wie die Großzielsetzung sich in diesem Akkord rumspiegelt. Eine von den zentralen Decisionen ist eine zeitbegrenzte Energiepreishilfe auf allen Energiesourcen, beim Strom, Benzin, Diesel, Mazuda Gas. Mit dieser Hilfe schützt man gleichzeitig Kaufkraft an Arbeitsplätzen am limitieren Preisdarricht. Am Manner Inflation bedeutet natürlich mehr Stabilität und mehr Prävisibilität für als Betriebe. Wir machen auch ganz bewusst eine Hilfe beim Strom, für die Leute weiter zu encouragieren, auf die erneuerbaren Energien umzuklammen, auf den Elektroauto, auf die Wärmepumpe. Zusammen mit den Hilfen, die die Regierung schon bei den Netzkassen dezidiert hat, als der Strom damit 11 Cent pro Kilowattstunde mehr billig. Eine zweite zentrale Maßnahme ist der Kredit d'impôt Conjoncture, ein Steuerkredit während der geopolitischen Situation. Das ist eine direkte Steuererleichterung für die Leute. Wir haben die Steuertabelle schon in dieser Legislaturperiode im 6,5 Indextranche bereinigt und so die breite Mittelschicht entlastet. Dieser neue Steuerkredit kompensiert eine weitere Indextranche, was gerade an Zeiten von hoher Inflation wichtig für die Leute ist. So bleibt am Ende vom Monat bei jedem Rang mehr Netto vom Brutto übrig. Das war ein Kehrversprechen von dieser Regierung. Aber wenn die Leute mehr Kaufkraft tun, das stärkt er doch nicht als Wirtschaft und Betriebe. Und dafür haben wir auch an diesem Resilienzpakt keine neuen Steuern und keine Erhöhung von den Steuern vorgesehen. Das bringt mich zu einem weiteren Bestandteil von unserem Tripartitakkord, der soziale Mindestlohn. Und hier beim sozialen Mindestlohn ist es mir wichtig, nicht nur über Zahlen zu schwätzen. Wir müssen über Menschen schwätzen. Und das ist eine Realität, dass es nicht einfach ist, mit Mindestlohn über die Runden zu kommen, für allem wegen dem Wohnungsmarkt. Das ist die Realität von ganz vielen Leuten, die bei uns am Land schaffen und leben. Aber gleichzeitig versteht man natürlich Sorgen von vielen kleinen und mittelgroßen Betrieben. Sie stellen sich froh, wie sie die zusätzlichen Lohnkosten können drohen. Genau dafür haben wir ein Equilibergesicht. Mit dieser Propos
werden Leute, die den sozialen Mindestlohn verdienen, Ende vom Monat 200 € mehr haben, ohne dass als Betrieber, besonders die kleinen Mittelbetrieber, so übermäßig belastet gehen, dass sie das nicht mehr packen. Die enghaltend als eine strukturelle Verbesserung vom Mindestlohn. Am Abklang mit der generellen Lohnentwicklung, wie die Regierung das schon im April annonciert hat. Die zusätzlichen 100 €, die am Kader von dieser Tripartite dabei kommen, gehen über eine Erhöhung vom Crédit d'impôt Salaire Social Minimum, also Steuerkredit, den beim Lohn am Monat beikriegt, realisiert. So evitieren wir eine weitere Belastung für Betriebe, stärken gleichzeitig cibleiert Kaufkraft von Leuten mit niedrigem Einkommen. Das ist eine Politik, die nicht den einen gegen den anderen ausspielt, aber die Sozialpartner an unterschiedliche Perspektiven versucht wird, beizubringen. Weil es gibt keine starke Sozialpolitik ohne eine starke Wirtschaft. Dafür gesagt, diesen Akkord auch gezielt Hilfe für die Betriebe, die besonders stark von der Krise betroffen sind. Und da denken wir unter anderem an die Landwirtschaft. Als Bauern sind direkt betroffen durch die hohen Energiepreise und die hohen Kosten beim Dünger. Wenn wir über Resilienz schwätzen, dann müssen wir auch als Lebensmittelproduktion permanent am Kopf halten. Und dafür gesagt diesen Akkord gezielt Unterstützung für als Landwirtschaft für. Und das bringt mich zu einem weiteren Volet von diesem Akkord. Die aktuelle Krise weist als nächste Vulnerabilität von Europa bei der Energie. Dafür muss man das Krise nutzen, für nach mehr konsequent Transition auf erneuerbare Energien umzutreiben. Das ist nicht nur eine Frage vom Klima. Das ist auch eine Frage von unserer wirtschaftlichen Sicherheit, von unserer Resilienz, und ja, von der Souveränität von unserem Land. Dafür begleiten wir die Leute auf diesem Weg mit weiteren Verbesserungen beim Klimabonus Wohnen, bei den Wärmepumpen, bei der energetischen Renovation von den Häusern, an einer Antizipation vom Leasing Sozial für den Kauf von Elektroauto für Leute mit kleinen Einkommens. Das wird natürlich dem Klima helfen, wird auch die Kosten für die Leute reduzieren und wird dem Lützeburger Handwerk zusätzlich Aufträge geben. Und so ist es gut für den Planet, gut für die Leute, gut für die Wirtschaft und damit gut für unsere gemeinsame Zukunft. Herr Präsident, ihr seht, all diese Maßnahmen drohen zu einem großen Ganzen bei. Sie stärken die sozial, wirtschaftlich und ökologische Resilienz von unserem Land. Und der wichtigste Teil von unserer Resilienz ist nicht unbedingt, was wir dezidieren, aber wie wir dezidieren. Am Dialog, am Respekt, am Ältere vom Land. Wir werden uns dafür weiter mit den Sozialpartnern échangieren. Bei der Umsetzung von den Maßnahmen, die wir am Akkord festgehalten haben, an die ich heute beschrieben habe, aber auch als Sujet wie Logement und Arbeitsmarkt. Das wäre so ein wesentlicher Teil von diesem Akkord, dass die Sozialpartner sich engagiert haben, um aktiv und konstruktiv am CPTE, dem Comité permanent du Travail et de l'Emploi, mitzuschaffen. Der soziale Zusammenhalt ist der rote Faden von diesem Akkord. Weil wir wissen alle, Lützeburg ist am stärksten, wenn es zusammenhält. Das ist die Basis von unserem Erfolg. Ohne die Stabilität ist auch kein wirtschaftlicher Succès möglich. Und gerade wenn eine Krise vorbausen könnte, wie in diesem Fall der Krieg am Nahen Osten, dann beweisen wir immer nicht,
für wat Lützeburg steht. Wir überholen Verantwortung, ein für den anderen. Wir schwätzen mal den einen, nicht über den einen. Das steht aus dem Land gut zu Gesicht. Stabilität, Sicherheit, sozialen Zusammenhang, Zusammenhalt, Werte an Innovation, das sind als Zielsetzungen gewirrscht an dieser Tripartit, und das werden sie auch weiter sein an den Diskussionen, die kommen. Wenn es rundherum als mit geht, an den sozialen Zusammenhalt weisen, dann ist Lützeburg stark, und da bin ich optimistisch, dass man das als Regierung mit zusammen auch mit all den anderen Kräften am Land und natürlich auch der Chambre nur 4 kommen. Es ist so, dass man ein bisschen andere wieder mit meinem nämlichsten Geist für ein paar Wochen hier an der Erklärung zur laufenden Nation. Und das gerade wo dann, wenn so etwas geschieht wie das am Iran rundherum. Lützeburg ist stark, wenn es zusammenhält. Dafür ist Madene 4 nicht ein Slogan. Das ist das, was wir mit diesem Tripartit-D'accord fertig bringen. Merci.